Gott signiert falsch op Eden Nummer 23. Kun reden als je hondet. Vandaar wil ik dan het wichtige thema van de 10 geboten proeven te beëindigen. Ik wil besonders over die laatste 3 geboten reden. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch reden, en du sollst die dat nicht jankeren laten, wat die Nober haft. Dat is sehr gut, wanneer wir uns diese geboten noch mal weiter verholen. Dat 8. Gebot is een van de geboten wat ons verhältnis met anderen reëlen zal. Dat zegt, du sollst nicht stehlen. Wel we ons dat mal een beetje verstellen, wat de Herr damit meint. Wanneer einer an stehlen denkt, dan denkt einer gewöhnlich an een Mensch, wat sich pleitsch wat nimmt, wat hem nicht gehört. Zoals die kleine Jong, die sich am Stuhr pleitsch en Kende an de Fupp stoppt. Aber stehlen jet eigentlich viel wieder, als bloß pleitsch wat mitzunehmen. Stehlen jet op sehr viel verschiedene Wege te doen. Hier zijn een paar Beispiele. Dat meint, dat einer nicht pleitsch den Grenzpost zwischen einem in den Nobersin Land zum einen Nutzen widersaten soll. Wann einer seine Tiening für das Fei nicht recht merkt, so dat mein Fei immer weiter rüt bragt und ob mein Nobersin getreid großt, dann ha ich von meinem Nober gestohlen. Wann ich mich vom Nober wat lieh, und do am dort nicht an den Tiet zurückbringen, dann erst dort stehlen, wie sich am seine Tiet gestohlen hab, dort he lüren musst, seine Arbeit zu doen. Wann ich mir ein Stück Gereitschaft lieh, und dort 2 Gebrücken zurückbring, dann hab ich gestohlen. Dasselbe passiert, wann ich meine Schulden nicht zur rechten Zeit betol. Wann ich meine Schulden nicht betolen kann, dann soll ich die Sache bereden. Wer aber mit seinen Schulden betolen schlürt, wann er die Möglichkeit dazu haft, für dem erst das Stehlen. Der Grund ist, dass er für eine Zeit lang Geld an seine Verwahrung haft, wat am nicht mehr gehört. Wann ich meinen Arbeiter nicht zur Zeit betol, oder wenn je als wir berät haben, dann hab ich von ihm gestohlen. Wer seine Pacht nicht pünktlich betolt, der det auch stehlen. Einer ist auch das Stehlen schuldig, wann einer beim Kauf to lang dingen det in den Preis so sehr raufdreckt, dat der Verkäufer meist nicht mehr merkt. Ich hab dann zu meine Gunsten am bestohlen. Noch ein Weg, in dem einer sehr leicht stehlen kann, ist, wann einer der Regierung nicht die Taxen betolt, wat antrafen. Wann ich beim Taxen betolen schummel, sie ich kragt so schuldig, als wann ich an der Bank anbrech und door ne Mausen Geld stehl. Vielleicht ist die dit fremd, dat einer ab so viel wie stehlen kann. Dat is aber wat der Herr damit meint, als seht, du sollst nicht stehlen. Am ist dat darum zu doen, dat wir unsere Nächsten so behandeln, als wir würden gleichen behandelt zu worden. Du fragst dich vielleicht, wer ist da noch unschuldig? Ich leef China. Wann ich weet, dat ich mich hier an mein Nober oder an irgendeinen anderen vergonnen hab, dann soll ich dat tauschstonen und so weit es möglich proben zurückzuholen. Dit Gebot wiest uns wo nahe uns Herr dat mit uns Verhältnis zu unseren Nächsten nimmt. Hij laat het nicht tau, dat irgendeiner seinen Nächsten beschummelt oder bestehlt, ohne dat hij dafür schuldig wird. Für die Israeliten wird dit bestimmt in näher Gedanken, dass sie nicht bloß für sich fair sein sollen, aber auch für ihren Nächsten. Das 8. Gebot geht in dieselbe Richtung. Wir sollen je in unseren Nächsten nicht falsch reden. Das geht bei dit Gebot um die Wahrheit. Wie Gott selbst die Wahrheit ist, will er haben, dass wir auch Wahrheit reden. Am ersten Fall redet hier von so einer Begebenheit, wo ein Mensch vor mir recht gebracht wird, und einer aus einer Seich jeden am Falsche dreht, so dass der Mensch dadurch schuldig gesprochen wird. Als Jesus vor mir recht gebracht wird, gab dort viele falsche Seichen, wat am durch ihre Lehres falsch beschuldigen deuten. Wo ist das dann bei uns, wann dort bei der Wahrheit kommt? Dat ist nicht ganz leicht, immer die Wahrheit zu reden. Wo reden wir über so eine Menschen, womit wir nicht stemmen?
Ist dat nicht verken so, dat wir unsere Geschichte even an so uitspatzen, dat die anderen von am ook weniger holen worden als vorher? Falsche Seien kommen nicht bloß beim Gerecht vor. Die fängt einer jeder Tag. Wo immer geplüdert wird, da wird gewöhnlich auch ein bisschen überdreven. Die Folge davon ist, dass die Menschen, worüber wir geplüdert haben, dadurch Schulden leiden. Menschen glauben dann allerhand über an, was vielleicht gar nicht ganz stimmt oder überhaupt leer ist sein. Hier möchte ich ein kleines Beispiel bringen, was wir in uns Missionswerk einmal erlebten. Wir hatten einen leidenden Mitarbeiter, was in ons Missionswerk viele Jahre eine sehr gute Arbeit tat. Er war ein sehr beleefder Sänger und überhaupt ein von den Gründers von dem Missionswerk. Und in 1975 entschlossen er und seine Frau sich, eine andere Sort Missionsarbeit zu gehen. Für viele Menschen, was am immer sehr viel gerechnet haben, wird dort auch verständlich, dass er verloren wird. Dat dir dann auch nicht sehr lang, wat wir allerhand Geschichten anfangen zu hören, warum er nicht mehr ein Mitarbeiter war. Sogar in anderen Ländern, wo das Missionswerk bekannt war, wurden auf einmal Geschichten vertalt, wo keine Wahrheit an war. Ab Städten in Paraguay wird vertalt, dass der Grund, warum er nicht mehr Mitarbeiter war, dass er seine Frau verloren hat und mit einer anderen Taub lebt. Aber an all dit wie keine Wahrheit. Sogar goutmeinende Menschen hatten sich so taub gedacht und dann wieder vertalt. Dann dauert es auch nicht lang, was diese Geschichte sich so uitgespetzt hat, dass sie sich nicht mehr lecken. Das Abschäselige davon ist, dass so eine falsche Rede nicht mehr jetzt trägt zu nehmen. Dieselbe Mann und seine Frau leben noch immer kragt so taub, als sie noch immer haben. Er daten je sehr in der Dienst, wann er auch nicht mehr beim Jons-Team arbeitet. Schuld ist dort, dass durch beise Plüderie sein Namen so am Draht getrokken wird und das Vertrauen an seine Arbeit untergruft wird. Dort kommt alles durch irgendwem sein falsches Zeichnis. Wenn wir damit geplant sind, über andere Menschen leicht was not zu vertalen, in die Geschichte noch ein bisschen uitzuputzen, da soll wir damit furzen eng merken. Gott hasst die Plüderie und wird allem für so eine falsche Reden schuldig holen. Das geht mit dit Gebot aber noch eine Staub wieder. Der Herr will nicht haben, dass wir andere Menschen auf irgendeinen Weg verachten, so dass wir dadurch besser loten. Das passiert sehr verken, wenn wir andere Menschen bemastern und an uitbeteren. Das ist auch an Gott seine Ohren eine falsche Rede, wils wir dadurch den Eindruck erwecken, dass wir das viel besser weiten oder besser daunen können. Und so kommen wir dann nur das 10. Gebot. Dort steht, die soll nicht deinen Nächsten sein Hüs jankern, die soll auch nicht deinen Nächsten seine Früh, oder sein Knecht, oder seine Kirche, oder sein Rind, oder sein Esel, oder irgendwas, was die Nächste haft, jankern. Dit laatste Gebot treft de Wortel von all die Sünden, wat wir je in andere Menschen daunen können. Waarom jaft het Mord? Ist het nicht meistens doorwegen, dat een Verbrecher dat Geld oder dat Eigendom von een anderen so sehr jankert, dat hij wellig weer doorfährt, een Mensch umzubringen? Ist dat nicht der Grund für de meeste Krieg, wat dat jaft? Ein Land jankert dat, wat een ander Land haft. Dat te kriegen, moeten veel Menschen het leven gaan geven. De Grund, waarom eine Ehe gebrochen wordt, is wils ein Mann in anderen seine Frau jankert. Oder eine Frau in anderen Mann jankert. Dat begierig zijn für dat, wat wir nicht haben, und vielleicht auch nicht haben sollen, führt zum Stehlen. Und so sei wir, dat de grote Janker verantwortlich ist auch dafür. Waarom do wir über andere Menschen plüdern oder falsches nachreden? Ist das nicht doorwegen, dass wir wollen beter angesehen wollen? Uns jankert die ihr, wat andere haben, und dadurch, dass wir an proben dolte klingen,
hoop wie dan aan een hecht te komen. En zo dat dit laatste gebod de wartel aanpakken, wat ons aan zoveel troebelen aanbrengt. We zijn begierig naar dat, wat niet goed is voor ons en ons ook niet gehieren kan. Dit wären dan God zijn 10 geboten. In 2 Mose, kapitel 24, roept God Moses en Aaron en de 70 ältestes van Israël, dat ze alle nodig komen zullen. Moses schreef zich alles op, wat de Heer hem gezegd had, en dan ging hij om volk en zeed aan, wat God zijn geboten wären. Wat leefst du ze dat volk, als ze dat alle hielden? En kapitel 24, vers 3 zegt het, dat de mensen met eine stem zeiden, al de Wierde, wat de Heer ons gezegd heeft, wel wie doen. Dit wist, dat de wellen door weer schmack te zijn. Bloos dacht het volk niet dooraan, dat dit veraan wordt onmogelijk zijn, krijgt zoals dat voor alle mensen, noordem es onmogelijk was, de geboten gans te houden. Vielleicht is er weer, die zich daarmee treist, dat hij die alle gehouden heeft, als bloos 1 oder 2 niet. Wordt God dat dan niet even zijn, wanneer einer Nähen davon hält? Laat me dat met een klein Beispiel proben te erklären. Ik blijf eenmaal met mijn 40 gehierig en blad steken. Ik hold me den Chetel en herk den met een dikke Ched aan mijn 40 aan. Ik dacht, dat zal goed gaan, aber als ik lostrok, dan rijdt die Ched af. Ik bekikt me die Ched en die leidt het in ordning. Buiten een gelenk niet. Dat weer abgereten. Zo goed als de andere gelenken ook hadden uitgehouden, weer de ganze Ched nicht mehr te brokken. Ein gelenk merkt den Unterschied. Weet je, de 10 geboten zijn zoals een Ched met 10 gelenken. Wanneer een gelenk redt, dan is de ganze Ched 2. De apostel Jacobus zei, wer het ganze Gesetz hält en braakt eind, der ist dat ganze Gesetz schuldig. Dit wird das Volk Israel noch nicht geworden, aber sie würden dat bau lehren matten, dat sie dat Gesetz gar nicht holen können. Als Gott de Kinder Israel die geboten gegeben hat, wisst hij dat sie die bau alle übertreten würden. Wird Gott die dann matten alle anbringen? Beim Gesetz ist je niemals de Rede von Vergebung. Dat Gesetz verlangt immer, dat het geholen wordt. Wanneer nicht, dan heeft het Gesetz maar eine Antwoord. Dat is de Straf. De Heer zei durch seinen Prophet Hesekiel, de Janja wer sündigt, de moet sterven. Dat gebod kan keine Gnade. Wo wird Gott het dan nu doen, wanneer hij wist dat de Kinder Israël immer weiter diese geboten übertreten würden? Gott hat al von Anfang an daarna gezien dat er würden uitweg zijn. Wel we nu mal terugkijken naar die tijd als onze eerste Eltern, Adam en Eva, im Garten woonden. Als zij gesündigt hadden, mögt der Herr veraan Kleider uit Lada, ihre Nötigkeit te bedecken. Dat te doen, moesten Tieren sterven. Als Abel en Kain beid Opfer brachten, nahm der Herr dat Opfer vom Abel an, aber nicht dat von Kain. Dat schien so, dat der Herr al ganz am Anfang bestimmt hat, dat der Mensch ein Tier opfern kann, seine Sünd te bedecken. Nu dat der Herr dat Gesetz angeführt hat, wisst hij dat de Kinder Israël een Weg fehlt, wo sie können verschont bleiben, wann sie Sünden deiden. Der Herr weiß einen Weg. Door ongen am Borg buurt Moses een grote altaar met een denkmal aan diesen groten dag. Door deiden ze dan viele jonge balles en brandopfer brengen. Dit weer zo te zeggen al een veruitbetoling voor dat wat passieren wordt, wanneer ze dat Gesetz niet houden worden. Moses nam dan dat bloed en een kam en spretst de helft davon op den altaar en de andere helft op het volk. Dan zei het volk weiter, sie würden diese geboten houden. Daarmee weer dan nu een bund gemerkt worden,
zwischen Gott en dit Volk. Dit namen wir Vierken den Oulen Bund. Die Bedingung von diesem Bund wir, dat wann das Volk wird gehorsam sein en Gott seine Geboten nachkommen wird, dann wird Gott an bewahren, in Segnen, in an nur das scheine Land Kanaan bringen. Als sie das Opfer gebracht, in den Bund mit Gott bestätigt haben, raubt Gott Moses noch einmal ab den Berg hinab. Hij will han, dat die Kinder Israel diese Geboten nicht vergeten sollen, en so will hij die ab Steintafeln schreiben, dat Moses dat Volk die beibringen kon. Josua, Moses zijn jonge Diener, durft mit Moses metgonen. In Port von den Weg ab den Berg hinab, durften Aaron en de 70 Ältesters van Israel ook metgonen. Daar openbaart sich die Haar. Sie sagen in Port von den Haaren seiner Herrlichkeit. Hier wordt de Leiders von Israel deutlich, wat für unbegreiflich großen Haaren sie haben. Dann seht der Herr, dat Moses soll bot boven en abkommen, aber die Ältesters sollen ungen lüren, bot Moses terugkom. Josua, de jonge Diener von Moses, durf ook met, wils Gott hem al bestemd had als Moses zijn Nachfolger. Daar blijven Moses en Josua dan für de nächste 40 Tage. Daar gaf Gott Moses de steinerne Tafeln, wo dat Gesetz dann abgeschrieben wird. Nachdem wir uns die 10 Geboten han vergeholen, bist du vielleicht ein beetje mautlos. Wat helpt dat Gott seine Geboten zu haben, wann wir die gar nicht holen können? Warum gaf Gott uns seine Geboten, wann hij dat weet dat wir die nicht nachkommen können? Dat is eine gute Frage. Wann dort keine Geboten wären, dann würden wir auch nicht weiten, was Sinn ist, wie es wir nicht weiten würden, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Nu aber weit wie dort. Das Neue Testament sagt uns, dass das Gesetz so als ein Schaulehrer ist, was uns nur Christus drängt. Das meint, dass das Gesetz uns wiest, dass wir ab keinen Weg für Gott bestohnen können, und wann wir auch die meiste Geboten holen dürfen. Die jedes da wären doch 2. Wie Brücken in Rada, wie Brücken Jesus, der das Gesetz vollkommen an onze Stede geholen haft. En so ist das Gesetz wat goudet, wils wie dadurch ab Jesus aufmerksam worden en nur arm gedrängt worden. Zum Schluss mocht ich die fragen, ob du proefst Gott zu gefallen, indem du die bemerkst, die 10 Geboten zu holen. Und für sich ist das sehr gut. Der einzige Trouble ist, dass du die Geboten nicht voll und ganz hältst, und damit bist du dann für die aller schuldig. Gott gab die Israeliten den Weg, nur an zu kommen, ihre Sünden in Ungehorsam zu bedecken. Dort wir durch das Blut von den Tieren, wat in ihrer Stede sterben mussten. Dit wir alles ein Bild von dort, wat Gott noch einmal tun wird. Hij wird Jesus seinen einzigen Sehen sterben lassen für unsere Sünden. Dit Opfer wird bloß einmal matten gebracht worden. Jesus sein Blut, dat unsere Sünden nicht bloß bedecken, aber dadurch, wo wir ganz rein gewaschen. Ist dein Hort all rein gewaschen? Jesus will uns Hort reinwaschen, aber hij deed het bloß, wann wir in Büße nur ankommen und am Doram werden daunen. Wel we nu noch beten. Lieber Herr, wir danken dir von dir, dass du uns deine Geboten gegeben hast. Dadurch weit wir, wo heilig und rein du bist. Wir danken dir aber auch, dass dit Gesetz uns nur Jesus drängen deed, wils wir an unsere eigene Kraft den Gesetz nicht holen können. Schenk dort von dir noch viele Menschen, die an ihr Leben einladen mochten. Amen. Wenn ihr noch Fragen habt über dort, was ihr auf das Programm gehört habt, meine Telefonnummer ist 204 346 0523. Ich wünsche euch allen eine gute Weg. Auf